Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Heute kümmern wir uns bei unserem neuen Journal ums Innenleben. So, ich nehme da von diesem Papier, das ist 250 Gramm, so ein Zeichnungspapier. Das ist relativ dick und ich klebe das auf diese Seite und auf diese Seite. Und für in der Mitte könnte man theoretisch auch noch mit dem ein bisschen verstärken, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht unbedingt nötig. Wir kleben dann einfach hier so ein herziges Stöffchen rein, damit das ein bisschen hübsch aussieht. Beim anderen Journal kann ich euch das schnell zeigen. Habe ich das auch so gemacht. So würde es dann aussehen. Ich habe mir nur überlegt, bei diesem Journal möchte ich es gerne so machen, dass ich zuerst das in der Mitte reinklebe, dass wir dann das da ein bisschen unter dem verstecken können. Es sieht dann auch ein bisschen sauberer aus. Ist ja egal, beim Junk Journal, mir gefällt das auch. Aber das ist mal eine andere Variante. Gut, dann fangen wir doch an. Müssen wir mal schauen, wie gross dass wir das abschneiden müssen. Und zwar, wie weit raus will ich hier? Ungefähr bis da. Und da muss ich genug Platz lassen, dass man das auch gut auf und zu machen kann. Etwa so. Genau, und nachher dann oben und unten. Das ist vielleicht etwa hier haben. Kann das sein? Ist das gut? Ja, ich glaube. Schneiden wir doch das mal so ab. So. Hallo? Wie ist gerade? Ist immer schwierig. Bei mir. So nicht. So. So sieht es nicht schlecht aus. So. Und dann machen wir das zweite auch noch gerade. Wenn wir schon dabei sind. Zack. Schön. So. Und so. Prima. Schauen wir mal. Die beiden passen. Das sieht doch gut aus. Voilà. Einmal so und einmal so. Sehr hübsch. Und jetzt kommt noch das Stöffchen, eben das wollen wir zuerst drin haben wir gesagt. Wie breit wollen wir das? Das kommt jetzt hier in dem Fall auch nicht so wahnsinnig drauf an, weil wir sie ja eben überkleben. Aber etwa so würde ich sagen. So, das ganze Fötzchen-Zeug kommt fort. Gut. Und jetzt. So, ich nehme da gerade meine Heißlin-Pistole, weil wir hier eben so uneben sind mit all dem Zeug, dass ich glaube, mit der kommen wir da ein bisschen besser zu Schlag. So. Ich mache das jetzt Stück für Stück. So. Oh, ich glaube, das kommt gut. Normalerweise bastle ich ja nicht so viel mit dem Heißleim. Aber in dem Fall glaube ich jetzt, dass das wirklich die beste Lösung ist. Weil das halt alles so uneben ist.
So, und jetzt kommen wir doch ein bisschen weit runter. Das macht, glaube ich, nichts. Einfach nicht noch mehr dran ziehen, hätte ich jetzt gesagt. Wow, da sind wir ein bisschen weit draussen. Aber es macht nichts, wir kleben ja dort nachher auch drüber. Das ist alles völlig egal. So, so. Und so. Zack. Schön. So, und das hebt doch wunderbar. So, jetzt müssen wir das nur noch schaffen mit dem, dass er nachher dann schön in der Mitte ist, mehr oder weniger. Kommt jetzt das. Und das, können wir das auch so etappenweise machen, oder wird das ein bisschen mühsam? So, ich muss einfach wissen, wo ich hier bin. Ich glaube, ich muss das zuerst mal da in dieser Ecke anleimen. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich nehme einfach genug, sicher genug Leim. So. So, ich glaube, so kommt es gut. So kann ich das noch richtig gut ausrichten. Ist es gerade mehr oder weniger? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. So, und jetzt kommen wir da noch drunter. Das ist ein bisschen schwierig. Bis daher. Und dann. Oh, oh, oh. Jetzt geht mir da der Leim aus. Wo ist mein Ersatz? So. Eieiei. Da noch ein bisschen. Ja, also ich sehe schon. Ich weiss, warum dass ich so Zeug aber nicht mit Häuschen mache. Das bin ich mir gar nicht gewohnt. So, ich habe immer Angst, dass ich da vielleicht zu spät reagiere. Vielleicht wäre es auch schlau gewesen, das von Anfang an als Papier herzumachen. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ja nicht genug schnell. So, aber mal, das funktioniert auch noch. Es geht schon. Es geht schon. So, oh. Das Papier hat 2 Seiten. Jetzt muss ich noch schnell schauen. Also, ich habe ein bisschen Angst, das hier dran zu machen. Ich weiß es nicht, aber ich probiere es jetzt einfach mal so. 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 Mama, ich glaube, das ist nicht übel. Es ist nicht allzu übel. Es hat noch ein bisschen weiter rüber dürfen, aber jetzt ist es so, wie es ist. Und der Rest. Viel zu wild, viel zu wild, viel zu wild, viel zu weit, aber Mist. Ja gut. Nein, es kommt gut. Nein, schau. Kommt sicher gut. Es kommt sicher gut. Völlig chaotisch. Alles gut, alles gut. Ich meine, hier in der Ecke kann man den immer noch, wenn es den noch braucht. Ein bisschen. So. Da glaube ich eben auch noch. Oh ja. Da auch noch ein bisschen. So, also der Finger. So. Hey, das gefällt mir jetzt aber recht gut. Das sieht richtig hübsch aus. Da hätte man sogar noch die Papiere ein bisschen inken. Aber wie das bei mir halt so ist, ich vergesse das natürlich immer. Ja, macht nichts.
Jetzt ist es so und das gefällt mir. So, und jetzt geht es um die Signaturen. Für das brauche ich Heißleim gerade nicht. Noch ein bisschen Platz schaffen. Und ich habe mir also die verschiedensten Papiere rausgelesen. Und jetzt kommt etwas vom Allerschwierigsten für mich, und zwar das Zeug den richtigen Weg herzulegen. Und zwar, das hier ist schon wieder verkehrt. Das auch. Und das nicht. Das ist richtig. Nein, warte jetzt, das ist auch verkehrt. So, also. Aha, ja, da haben wir 3-mal Schüssellandschaft, 3-mal Berge, 3-mal wunderhübsches kaffeegefärbtes Papier, das ich im Happy Mail bekommen habe. Dann hier so ein bisschen mit Aquarellfarbe eingefärbtes Papier. Das ist noch so ein kleines bisschen glitzerig. Ich glaube, man sieht es gerade nicht so gut. Dann hier auch noch eines. So. Das hat Gott sei Dank keine Richtung. Dann hier noch von mir eingefärbtes Papier mit Kaffee. Und dann, da ist nochmal eins, wo der richtige Weg um müsste sein. Mit Schablonen eingefärbtes Papier. Bei dem ist es blau und das muss auch der Weg um sein. So. Jetzt wollte ich das noch ein bisschen durchmischen. Ich mache das gerade mal schnell. So. Ich glaube, das ist gut. Ihr habt sicher mitgezählt. Ich habe 3 Signaturen an 7 Papier. Genau. So. Und jetzt möchte ich gerne, dass es wunderschön gerade ist. So, noch einmal checken. Jawohl, der Berg ist der richtige Weg um. Das heisst, da ist oben. So, next. So. Da ist oben. Zack. Und da. Aha, warte jetzt, das wollte ich nicht so. 2-mal das. Habe ich das falsch gemischt. Wenn wir das noch eins reinnehmen. Oder 2. Dann nehmen wir das noch rein. Dann nehmen wir das hier. Halt. Nein, hier. So. Ah, schlussendlich ist auch egal. So. Voilà, noch einmal checken. Die Landschaft ist so. Zeig mal. Aha, ja. Genau. So, da ist oben. Super, wissen wir es. Jetzt, wie gross möchten wir das gerne haben? Also mal von oben her. Du bleibst da. Möchten wir es gerne so. Und da möchten wir es gerne so haben. Also dann probieren wir doch das mal so abzuschneiden.
gerecht. Und wir die alle zusammenklippen. Das wäre vielleicht ein bisschen einfacher. So, nein, ja, also, jetzt habe ich die oben angemacht. Wir bleiben oben. So, und unten ist es schön gerade und auf dieser Seite ist es gerade. Und jetzt hauen wir zuerst mal das ab und ich hoffe einfach wirklich schwer, dass es da mal nicht so krumm wird wie beim letzten Journal, das ich für mich gemacht habe. Das hat also schon ein bisschen schrecklich ausgesehen. So, also. Es ist einfach ein bisschen viel Papier aufs Mal. Aber ich glaube, es kommt schon gut. Es kommt gut. Es kommt gut. Es kommt gut. Es kommt gut. Ich bin mir sicher. Es verrutscht nichts. Ich bleibe schön gerade. Alles kommt gut. Alles kommt gut. Wieso ist es nicht durch? So. Voilà. Oh. Ja. Nicht allzu übel. Das Problem ist nur, jetzt ist es nicht mehr zusammengehängt, weil ich es schlauerweise hier alle hier auch dran gemacht habe. Super, hä? So. Gut. Ja, eigentlich hätte ich gerne. So sieht es jetzt aus. Ist nicht allzu übel rausgekommen. Also ich denke, ich tue hier noch das Klemmerchen dran. Und da, ich weiss es doch auch nicht. Hört, ich mache einfach etwas. Ich meine, ich müsste das ja auch nicht mit dem Lineal machen. Ich könnte das ja auch mit einem anderen. Aber bei dem Lineal bin ich mir einfach immer ein kleines bisschen sicherer, dass es gerade ist. Wenigstens ein bisschen. So. Gut. Und jetzt das Ganze noch einmal. Und gell, schön gerade. Alles kommt gut. Alles kommt gut. Alles wird gerade. So. Und hat mein Mantra gewirkt? Ja, ich glaube, es ist nicht allzu schlecht geworden. Mal, das gefällt mir. Super, also. So, alles schön zusammen. Judi hui, Faller an. So, aber hier ist oben, das wissen wir. Das kommt fort. Wir müssen ja noch anzeichnen. Und wir wissen jetzt, dass hier oben ist. Wieso wissen wir das? Weil da so ein Punkt ist. So. Weil, was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass das nicht verkehrt ist. Das ist mir doch jetzt auch schon etwa mal passiert, dass ich nachher am Schluss... ja, weißt du, wie ich meine? Ach, gut, also. Das ist oben, das ist vorne. Das kommt so rein. Sehr hübsch. Das kommt mehr oder weniger in die Mitte. So. Also. Wo ist unsere Mitte? Wo ist unsere Mitte? Das Bleistift ist wahnsinnig gut gespitzt.
Wir werden einmal die Mitte haben. Zweieinhalb, das ist die Mitte. Stimmt das? So. 2,5 und 2 überhaupt nicht halb. Da ein bisschen weiter rüber. So. Wir haben das ein bisschen weit oben angemacht. Gut. Das ist unsere Mitte. So. Und? Wo ist oben? Da ist oben. Also nicht ganz in der Mitte vom Buch, sondern eben ein bisschen weiter oben. Vorne, oben. So. Prima. Und jetzt Handgelenk mal Pi, das hier noch so ein bisschen so ausgerichtet. Zack, zack und zack. Und hier auch. Irgendwo da. Einfach irgendwo da. Zack. Den habe ich wieder verloren. Das ist irgendwo da. Und der ist irgendwo da. So. Und jetzt. Wenn wir doch schon das Lineal in den Fingern haben, machen wir es doch gerade mit dem Lineal. Dann wird es vielleicht einigermaßen gerade. Selbst wenn das nur ein bisschen Handgelenk mal Pi ist, wäre es doch schon noch so schön, wenn es nicht komplett verkrautet aussieht am Schluss. So. So und so und so. Dann haben wir das jetzt hier her. So. So. Und so. Sieht das noch etwas aus? Jawohl. Gut. Ja, wir wissen, dass hier oben ist. Es ist tatsächlich so. So, der da muss auch der richtige Weg rum sein. Das ist er. Wo sind wir denn da? So. Und der da. Jawohl. Berge schauen rauf. Das gefällt uns. Und jetzt habe ich da wieder ein mikroskopisch kleines Steckchen. Ja, ja. So. Aber das reicht mir gerade. Für zum hier ein paar Löchchen machen. Ohne dass ich gerade voll in die Unterlage hineinsteche. So. Und ich habe hier einfach ganz stinknormale Aale. Ich habe tatsächlich auch so eine Buchbinder-Aale. Also ja, einfach so. Es geht, die sieht nicht viel anders aus. Aber sie ist ein bisschen dünner, dunkt es mir. Ein bisschen schlanker. Und darum, wenn ich jetzt hier, habe ich jetzt einen relativ dicken Faden und eine dicke Nadel. Dann habe ich das Gefühl, bin ich da mit meiner Aale aus dem Werkzeugkoffer ein kleines bisschen besser bedient. So. Ich weiss es auch nicht.
So, und das letzte Löchchen noch. So, und jetzt kommen natürlich die Löcher noch und selbstverständlich, oh, muss ich die auch hier drauf machen. Sieht man die jetzt natürlich von außen nicht so gut. Da müssen wir dann halt vielleicht ein bisschen zirkeln. Aber das kommt schon gut. Da bin ich mir sicher. So. Hauptsache, wir sind einmal durch. Und dann findet ihr das Nöderli seinen Weg schon. So. Und so. Und so. Ui. Gut. Also. Ja, genau. Von da hinten sieht man nicht so viel. Sind wir echt auch ein bisschen hoch oben. Das wäre jetzt hier gegangen. Ja, no, jetzt ist es so, wie es ist. Es kommt alles genau so, wie es muss. So, das ist meine erste, das ist meine zweite und das ist meine dritte. Es kommt überhaupt nicht darauf an, aber ich habe mir das jetzt so ausgedacht. Ich nehme mir Faden 1, 2, 3. Und zwar ist das irgend so ein gewachsener Faden, aber das ist ein synthetischer Faden, das ist jetzt nichts Spezielles. So. Voilà. Einmal rein. Und dann haben wir, fangen wir in der Mitte an. Einmal da rein, einmal da rein. Und dann von der hinteren Seite. Ja, wo sind wir da? Sehr schön, sehr schön. Also wenn wir halt da schnell schauen. Wo sind wir? Irgendwo da. Oh, ist das jetzt gerade ein bisschen mühsam. So, dann muss ich halt da schnell schauen. So. Im Nödeli den Weg zeigen. Da. Da geht's durch. Jetzt ist es gegangen. So, ach, komm. So. Dann da durch. Da nicht verheddern. Und unten. Ja komm, das ist jetzt nicht so schwierig. Natürlich, wenn schon alles verrutscht ist, schon, aber ja, es kommt gut. Man könnte das natürlich unten auch noch einmal mit einer Büroklammer oder mit so einem Teil da zusammen machen. So. Voilà, wo sind wir? Kommt's gut? Ich glaube schon. Ja. Und da wissen wir jetzt, was durchgeht. Und da auch. So. Jetzt sind wir einmal links und einmal rechts von dem Faden. Ui, du, wie viel kann ich da noch ziehen? So. So. Da ziehen und einmal unten durch und einmal den Weg um. So. Gut. Das wäre einisch. So, oben. Stimmt. Es stimmt immer noch.
So, ja. Jetzt wäre eh schon alles zu spät, weil wir schon alles durchlöchert haben. Also von dem her würden wir dann einfach etwas drüber kleben, sodass man es dann nicht mehr sieht. So. Zack. Da rein. Und wo sind wir da? Da müssten wir irgendwo da sein. Kann das sein? Ich finde den Eingang nicht. Ganz toll, ja. Dann muss ich da wieder helfen. Mit dem Mähleli. Und das letzte. Wo ist das Nödeli da? Und fertig. So, das ist noch ein bisschen lange Schwänze da. So, das Bleistiftchen kann man dann noch ein bisschen ausgümmeln dort. Einmal so und einmal so und einmal so. So sieht das aus. Hey, so cool. Es gefällt mir mega. Schau mal, wie hübsch. So hübsch sieht das aus. Und wie wir Schwäne haben, sind alle Seiten tatsächlich der richtige Weg drin. So. Und dann kann man das hier nämlich zubinden. Zack, zack. So, mit einem hübschen Mäscheli. So. Jetzt habe ich mir nämlich gedacht, dass da fehlt noch irgendetwas. Und zwar irgendein hübsches Blümchen, ein Stoffblümchen oder irgendetwas. Und ich muss mich da mal darum tun, wie man so ein Stoffblümchen basteln würde. Und dann können wir das vielleicht das nächste Mal machen miteinander und dann hier noch eine hübsche Deko drauf machen. Ja, super. Also dann, hey, beim nächsten Mal machen wir dann weiter an unserem schönen Journal. Und da freue ich mich schon drauf, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Ihr dürft gerne abonnieren, ihr dürft gerne einen Daumen da lassen. Ja, kommt wieder schauen. Bis dann. Tschüss.